Als RD begrüße wir Zielsetzung von diesem Gesetzesprojekt. Man hat immer gefordert, dass man Vertrauen von den Bürgern an die Letztebeer landwirtschaftlichen Produkte stärken sollen. Die Letztebeer landwirtschaftlichen Betriebe, ob das biologisch oder konventionell schaffen, produzieren ihr Werk an ganz exigenten und hochwertigen Kriterien. Wir sind natürlich generell bereit, auf den Weg mitzugehen, für regional und Lokalprodukte anzukaufen. Auch die 3 Piliere, auf die das Gesetz aufbaut, begrüßen wir ausdrücklich. Qualité saveur, regional solidaire, environnement bien-être animal. Finalität von einem Gesetzestext, die das Kriterien an den Vordergrund stellen will, als richtig gut. Ein weiterer Punkt, den wir begrüßen, als die Regierung von ihrer ursprünglichen Linie aufgeregt ist, für mit einem Sortpunktesystem Qualität von regionalen Lebensmitteln zu bewerten. Weil all als landwirtschaftliche Akteure einen ganz hohen Qualitätsstandard produzieren, also sicherlich der falsche Weg, eine unnötige Konkurrenzsituation für als Produzenten zu schaffen und das visiblement irgendeinen auszuspielen. Was wir allerdings mal begrüßen, als die konkrete Ausarbeitung an diesem Gesetz. Da gehen nicht einzelne Lücken oder Inkohärenzen, von denen ich mal will erlauben, ein paar aufzuzählen. Motivation für das Gesetz wäre, für den Verbraucher, mir einfach an Transparenz zu gestalten, sich in der Hände wohl von Labeln und Qualitätssiegeln zurechtzufallen. Allerdings riskieren wir mit diesem Gesetz, das Vertrauen vom Konsument eben nicht gestärkt wird, weil Kriterien für die neue Qualitätslabel nicht klar genau definiert sind oder carrément teilweise unsinnig sind. Für anzufangen, stehen wir also in der Definition vom Term Region. Wir fanden es missverständlich, dass der Begriff Region nicht das bedeutet, was der Konsument sich erwartet. Wie kann es sein, dass wir einerseits von einem Letztebeer Qualitätslabel schwätzen, einerseits der Begriff Region praktisch oder bald nicht sich kann auf Lützeburg beziehen. Regional als laut diesem Gesetz also von der Produzent sein Werk bis zu 250 Kilometer weit weg von seinem Siege sozial bezieht. Wir wollen mit Vertrauen vom Konsument an die Lützeburger Landwirtschaft bestärken, wenn wir ein Qualitätslabel schaffen, die besieht, dass unser Produkte, zum Beispiel Weithandel Brüssel auf Flandern, als regional kann bezeichnet gehen. Das ist also in unseren Augen eine Ehrfeierung vom Konsument. Dabei stellt sich die Frage, wie letztlich dann alle von so Qualitätskriterien überhaupt überprüfen soll, wenn der Produzent sich mal nicht Terra befindet. Wir sind ein Land mit 3 Grenzländern rundherum. Das sind insgesamt 4 Länder. Und da sind Nuancen an der Gesetzgebung, die Jahren ergehen, auch Voraussetzungen, zum Beispiel die Glyphosat, das ja hier am Land verboten, wie als dann die Kontrolle von den Produkten, die wir aus den Regionen beziehen, ob dort das Glyphosatverbot angehalten wird oder nicht. Das sind alles Sachen, die sind wichtig an uns nahen, an der Kontrolle von dem Gesetz als den an nu. Es ist auch unverständlich, er schreibt sich über dem und nicht an die ökologische Richtlinie an. Die will ja kurzwehr promovieren, wenn wir bis auf 250 Meter hochgehen. Ein weiterer Defekt von diesem Gesetzesprojekt ist, dass Kriterien für die Label nicht präzise genau definiert sind. Das ist klar, dass sich der Qualitätslabel auf eine Panoplie von landwirtschaftlichen Produkten muss beziehen, wenn der Verantrainer sich schwer mischt, Kriterien so zu definieren, dass sie auf die einzelnen landwirtschaftlichen Produkte passen. Wir schließen es an dem Punkt, der Landwirtschaftskameraden fordern besser definierte Kader, denen dort der Examenskommission mehr einfach möchte, für über zulose Produkte zu entscheiden. Das geht für mehr Transparenz sorgen. Und sie genau die fehlende Transparenz an dem Mangel an Klarheit, den dazu wird führen, dass der Konsument eben nicht unbedingt mehr Vertrauen an die Qualitätslabel
ein Labelsystem wert fallen, was man bedauern. Der Konsument weiß einfach nicht, für was dieses Label wirklich steht. Eine weitere Herausforderung von der Landwirtschaftskammer, die wir ausdrücklich unterstützen, ist eben noch die Akteure von der Landwirtschaftskammer an die Umsetzung von diesem Gesetz müssten angebunden gehen. Sie haben den Kontakt zu Dialekt und Terra. Kann die Praxis nur beurteilen, ob und wie sinnvoll sich die Umsetzung vom Gesetz gestaltet. Das ist wichtig, dass, wenn das Gesetz in Kraft tritt, dass das permanent evaluiert wird, wenn nötig auch muss angepasst gehen. Da muss man flexibel sein. Die Landwirtschaftskammer möchte sich ja noch sorgen, dass wahrscheinlich eine Reihe von Lützeburger landwirtschaftliche Produkte sich nicht auf die unklar definierte Kriterien anwenden lassen, an denen den Qualitätslabel nicht beanspruchen kann. Ein weiterer Kritikpunkt, den ich angehoben will, ist, dass durch die Kriege vom Qualitätssiegel auch riskiert, eine Reihe von Akteuren, die am landwirtschaftlichen Bereich aktiv sind, auszuschließen. Den Agreement, so ist es vorgesehen, soll nämlich ein Gruppement von Produzenten vergeben. Kleine Unternehmen und Initiativen riskieren, auf der Strecke zu bleiben. Ich appelliere heute zum Beispiel die Initiative Solarvi, also die letzte Initiative von der solidarischen Landwirtschaft, aber auch an Kooperativen, Kleinassoziationen oder auch nach die protegierten Ateliers, wo zum Beispiel Personen mit einem Handicap schaffen oder Personen, die auf irgendeine Art und Weise defavorisiert sind an unserer Gesellschaft. Wir sind der Meinung, am Kader von Ausschaffen vom Agreement auch denen Akteuren, die ich gezahlt haben, die nötige Wertschätzung hätten müssen entgegengebracht gehen, für ihre Produkte zu fördern und noch zu valorisieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die gut gemeint nicht, die von diesem Gesetz begrüßen wir ausdrücklich. Für uns als RD als Umsetzung aber lückenhaft, platzerweise inkohärent, ein wirklich Plus-Value, sowohl für den Lützeburger landwirtschaftlichen Akteur wie auch für den Endverbraucher sind wir im Moment nicht teil. Dafür werden wir auch bei diesem Gesetz teilen. So nicht merci für Ihre Aufmerksamkeit.